Willkommen zur Predigt. Wir sind ja mitten in dieser Serie, lieber Johannes, und wir tauchen ein ins Kapitel 17 heute. Vor ein paar Wochen hatte ich ein Gespräch mit einem pensionierten, befreundeten Pastor. Seine Frau wurde mit Krebs diagnostiziert. Und die Ärztin hat ihnen gesagt, geht doch nochmals zusammen in die Ferien. Es könnten eure letzten sein. Und er hat mir erzählt, was es mit ihnen getan hat. So das Bewusste, es könnte das letzte Mal sein. Und sie haben das nochmals so richtig zelebriert. Wenn man weiß, dass etwas das letzte Mal sein wird, stellt euch vor, ihr wisst, es ist das letzte Mal, dass ihr mit eurem Partner ein Nachtessen habt. Vielleicht sogar das letzte Mal dann Sex. Vielleicht das letzte Mal, dass ihr mit euren Kindern reden könntet. Ich habe mir auch schon überlegt, wenn ich bewusst wüsste, das wäre meine letzte Predigt, was würde ich noch sagen? Es wäre sicherlich nicht irgendwo zufällig. Es wäre wirklich ganz durchdacht. Ich würde so viel Absicht und Vorbereitung da reinlegen. Und heute, die Predigt heißt, das letzte Gebetsanliegen von Jesus. Denn in Johannes 17 betet Jesus zuerst für sich selbst, dann für die Jünger und dann noch für diejenigen, die durch die Worte der Jünger zum Glauben finden. Also, er betet für uns. Und weil Jesus wusste, dass es das Letzte ist, was er beten wird, glaube ich auch, dass es wirklich Gewicht hat. Das ist nicht einfach noch so, oh, danke Herr und so, sondern jetzt kommt wirklich das Innerste, das Wichtigste für ihn noch zum Ausdruck. Und ich möchte noch kurz beten, damit wir das Gewicht heute, diese Worte Jesu, auch erleben werden. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du diese Worte von Jesus heute uns bewusst machst. Das Gewicht, das Anliegen, das Jesus hatte, dass wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern dass es in unserem Leben Fuß fassen wird und Frucht bringen wird. Amen. Wir tauchen gleich rein. Wir sind in Johannes 17, Vers 21. Da steht geschrieben, sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Und ihr seht, was ich da gelb markiert habe. Jesus war wirklich eins mit dem Vater. Steht auch in Johannes 10 so geschrieben. Und ein Beispiel ist die Situation in Johannes 5. Und wir haben ja zusammen den Johannesbrief gelesen. Da hat Jesus den Lahmen am Teich Bethseba geheilt. Und dann kamen die führenden Juden und haben ihn angepöbelt, weil er einen Lahmen am Sabbat geheilt hat, was ja eigentlich verboten sein sollte nach jüdischem Gesetz. Und Jesus sagte einfach, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Also Jesus in seinem Gebet weist nochmals darauf hin, wie wichtig dass diese Beziehung, das Einssein, diese Verbundenheit mit dem Vater ist. Aber was mich total erstaunt hat, als ich mich mit dem Text befasst habe, ist, dass es bei Jesus eigentlich in diesem Gebetsanliegen nicht darum geht, dass wir jetzt eine solche Beziehung mit dem Vater haben, so wie Jesus. Dass wir so eine enge Beziehung mit Gott haben. Das ist nicht sein letztes Gebetsanliegen. Das ist auch wichtig. Aber sein letztes Gebetsanliegen ist folgendes. Kannst du das nächste Slide zeigen? Es ist, sie alle sollen eins sein, fest miteinander verbunden sein.
Also Jesus hat eigentlich die Beziehung zwischen ihm und dem Vater modelliert. Und jetzt müsst ihr gut zuhören. Damit wir als seine Nachfolger auch eine so enge Beziehung haben. Puh, das habe ich nicht erwartet. Und irgendwie will ich doch das auch nicht. Ich liebe meine Freiheit. Ich bin ein bisschen Künstlertyp. Ich liebe meine Individualität. Und es so, Jesus, was machen wir da? Muss ich jetzt wirklich mit jedem in der Gemeinde so tiefe Freunde sein? Ist eine Geschichte aus meiner Jugendzeit. Wir waren im Skilager mit der Jugendgruppe über Silvester. Und das Thema war Freundschaft. Und es war ein schreckliches Skilager. Weil das war, am Schluss des Skilagers standen wir so beisammen und wir mussten uns alle umarmen. Und dann haben wir das Lied gesungen. Und Freunde bleiben Freunde, wenn ihr Leben Gott gehört. Und das Schlimme war, da war eine neben mir, die wollte was von mir, ich nichts von ihr. Und die hat es so voller Inbrunst gesungen. Und dann geht es weiter. Und ein Freund bleibt Freund für immer, weil die Freundschaft ewig währt. Und es war am Schluss des Skilagers. Und das heißt, dann geht es weiter. Es ist schwer, dich gehen zu sehen. Nicht für mich, ich war froh, endlich vorbei. Doch Gott selbst wird mit dir gehen. Und wir werden Freunde sein, ein Leben lang. Und wirklich alles in mir, oh nein, ist das wirklich das, was... Ich habe einfach keinen Bock auf Kumbaya, wirklich nicht so, das miteinander. Aber ich bin so froh, dass es wahrscheinlich nicht das ist, was Jesus meinte, dass wir jetzt die dicksten Freunde sind. Sondern er redet hier von einer Verbundenheit. Paulus greift das Thema Einheit so ganz toll auf. Es gibt eigentlich zwei Einheiten, Verbundenheiten unter der Gemeinde. Nächstes Slide. Das erste ist die Einheit im Geist. Und das schreibt Paulus, bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Dadurch, dass wir Christen sind, dadurch, dass Jesus unser Herr ist, Gott unser Vater, sind wir im Geiste eins. Und das sind wir, alle hier, die sagen, Jesus ist mein A und O, wir sind eins. Und diese Einheit, die muss man einfach bewahren. Wir sollen nicht Krach haben miteinander, sondern einfach bewahren. Die ist gegeben dadurch, dass wir jetzt zur Familie Gottes gehören. Da muss man nichts mehr unternehmen, einfach bewahren. Aber Paulus geht noch weiter, er redet von einer anderen Einheit, der Einheit des Glaubens. Und das braucht er in der Schriftstelle, die uns als Equippers ausmacht. Da kommt unser Name her. Er sagt, dass die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer die Aufgabe haben, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten. Das ist Equippers. Ausrüsten. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Also, das heißt, diese Einheit, die muss man bauen. Da muss die Gemeindeleitung voll einstehen, damit wir nicht einfach nur ein loser Haufen sind, sondern die Einheit des Glaubens heißt, wir tun etwas zusammen, wo wir glauben, das macht einen Unterschied. Diese Einheit, davon redet Jesus, wir sollen eins sein, verbunden sein, damit sein Königreich wirklich auch durchbricht. Die Bibel im Englischen braucht dieses schöne Wort in der Apostelgeschichte. Die erste Gemeinde, sie war one accord. Und das ist so einfach, wir haben den hier, wir haben, ich muss noch ein bisschen voll auf, wir haben den hier. Und wir haben den hier. Alles Individualisten, das sind wir ja. Aber one accord, ein Akkord sein, ist es dann plötzlich, dass wir das synchronisieren. Es sind verschiedene, wir müssen nicht alle gleich sein, sondern einfach auch mal gleichzeitig in die Tasten hauen.
Und jede Gemeinde hat auch die mühsamen, aber sogar die in einem Akkord, dann haben wir ein Major 7. Plötzlich ist es wieder schön. Und dann gibt es noch ein bisschen was haben wir da noch alles? Ein bisschen Jazz, hä? Ja, da ist es. So einzelne, aber plötzlich zusammen. Klingt etwas Schönes. Und dann haben wir noch da. Das ist Free Jazz, Modern Jazz, das ist nicht vom Herrn. Genau. Wieso legt Jesus so viel Wert damit, dass wir miteinander verbunden sind? Und das sehen wir im Text, es geht nämlich weiter. Ich habe das auch wieder gelb markiert. Er sagt, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Also erst die Verbundenheit miteinander, das gibt dem Gewicht, das gibt uns eine Überzeugungskraft. Wisst ihr, wenn alle Chinesen gleichzeitig aufspringen würden, eben synchronisiert, dann hätte das so viel Gewicht, dass die Erdneigung, die ist immer so bei 23,5 Grad. Und die Erdneigung ist wichtig für das Klima auf unserer Erde. Es würde das Klima, die Atmosphäre verändern, weil das Gewicht der Chinesen hätte so viel Gewicht, dass die Erde aus ihrer Erdachse springen würde und es würde alles verändern. Und ich glaube auch, wenn die Gemeinde schnallt, dass wir etwas auch zusammen machen. Wir sollen das Leben individuell leben, aber es gibt Zeiten, wie zum Beispiel der Sonntag, wie die E-Group, wo wir wirklich eins werden, verbunden werden und wir sind gemeinsam die Einheit im Glauben. Wir glauben für etwas. Wir kommen nicht nur zusammen für Kumbaya, sondern wir arbeiten am Reich Gottes. Wir bringen es weiter. Dann dürfte das auch so viel Kraft haben, dass wir die Atmosphäre verändern, damit wir etwas bewegen. Ich finde die Geschichte vom Turmbau in Babel so inspirierend. Sie waren eins. Sie haben dieselbe Sprache gesprochen. Und es war so krass, dass Gott sagte, es ist ihnen nichts unmöglich, einfach weil sie eins waren. Und Gott musste sogar vom Himmel runterkommen, um zu schauen, was hier eigentlich läuft. Und das letzte Anliegen von Jesu war nicht, dass du eine gute Zeit hast mit dem Herrn zu Hause. Das ist auch wichtig. Und sein letztes Anliegen war, dass wir verbunden sind. Man kann auch zu Hause Gott erleben, aber eben aus einem guten Grund zusammenkommen. Und dort passiert es, weil er will, dass das, was wir glauben, eine Überzeugungskraft hat. Damit die Welt sieht, da ist Fleisch und Knochen. Damit wir etwas bewegen und nicht nur unseren Glauben, unseren persönlichen Glauben erhalten. Wir gehen weiter im Text. Das ist der Vers 22. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Bei dem Wort Herrlichkeit bin ich sowieso immer ein bisschen verwirrt. Ja, was ist das jetzt wirklich? Es hat verschiedene Bedeutungen, aber in dem Text, in dem Fall, erklärt Jesus ganz am Anfang von Kapitel 17, was Herrlichkeit bedeutet. Er sagt, Vater, die Zeit ist da. Lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Die Herrlichkeit, die Jesu gegeben wurde, ist, dass er verstanden hat, wer der Vater ist, dass er ein liebender Vater ist und dass es sein größter Wunsch ist, dass alle Menschen diese Liebe auch erfahren. Und deshalb war Jesus bereit, ans Kreuz zu gehen, weil er verstanden hat, was ihm aufertragen wurde. Das Herrlichste, was die Welt je sehen konnte, das Herrlichste, was du in der Bibel sehen kannst, ist nicht ein Worship-Moment, wo ein paar so den Heiligen Geist erleben. Das Herrlichste, was die Bibel zu bieten hat, ist das Kreuz, das hässliche Kreuz, der hässliche Tod Jesu. Weil es eine Offenbarung ist vom tiefen Herz Gottes, dass er Menschen liebt. Egal, was sie
wie sie dazu antworten. Das ist das Herrlichste, was die Bibel zu bieten hat. Und jetzt sagt Jesus, er hat uns auch diese Herrlichkeit gegeben. Er hat auch uns eine Offenbarung gegeben, wer Gott der Vater ist. Er hat auch uns eine Offenbarung gegeben, dass Gott bereit ist, uns, egal wie es uns geht, egal was wir tun, voll und ganz zu lieben. Und an dem sollen wir festhalten. Das ist wie das, was uns ausrichtet. Ich war gestern bei uns im Garten und ich war erstaunt, die Bohne zu sehen, die Lukas so als Experiment in der Schule in einem Reagenzglas gezüchtet hat, ohne Erde. Es war einfach eine Bohne mit ein bisschen Wasser drin und die hat angefangen zu sprießen und die ist dann so aus dem Reagenzglas gewachsen und hat die nach Hause gebracht und die haben wir dann in den Garten gesetzt. Und was wir auch gemacht haben, so einen 2-Meter-Pfahl eingeschlagen und die hat sich jetzt da raufgeschlängelt und die hat sich richtig schön entfaltet. Die blüht jetzt und es wird wahrscheinlich bald Bohnen geben. Aber die ist nur aufgeblüht, weil sie an dem festgehalten hat, was wichtig war für sie. Und Jesus sagt hier nochmals, hey, er hat uns Herrlichkeit gegeben. Das ist etwas, an dem wir festhalten sollen. Das ist das, was unser Leben ausmacht. Ich habe manchmal nicht das Gefühl, dass ich herrlich bin. Ich kann jetzt nicht sagen, wow, Dan, du hast die Herrlichkeit empfangen. Wenn ich in den Spiegel schaue, besonders am Morgen, werde ich nicht übermannt von diesem Gefühl. Vielleicht bin ich nicht der Einzige. Aber ich kann dir sagen, Jesus hat uns diese Herrlichkeit gegeben. Und wir blühen so richtig auf, wenn wir in dieser Offenbarung leben, wer Gott ist, dass er uns liebt und dass er bereit ist, alles für die anderen Menschen auch zu geben. Dann blühen wir auf. Das ist das, was er uns gegeben hat. Und er will, dass du aufblühst und an dem festhältst. Und jetzt ist natürlich die Frage, wieso ist es so wichtig für Jesus, dass wir uns bewusst sind, was er uns für eine Herrlichkeit gegeben haben. Und das steht auch in diesem Vers, damit wir enge Gemeinschaft haben. Wieder, mit wem? Mit Gott? Nein, mit uns. Das bringt uns wieder zusammen, weil es ist wieder eine Fokussierung auf dem Auftrag, den die Gemeinde hat. Nicht einfach nur Kumbaya zusammen, mir geht schlecht, betest du für mich, sondern nein, wir sollen etwas von der Offenbarung, die wir von Gott bekommen haben, wer er ist, weitergeben. Das bringt uns zusammen, das gibt uns enge Gemeinschaft. Das ist der Kit von der Gemeinde. Wisst ihr, vielleicht bist du auf Gemeindesuche und es gibt verschiedene Kriterien, die du hast, was wichtig ist. Ich finde es immer interessant, an den Welcome-Aperos die Leute zu fragen, also du bist auf Gemeindesuche, auf was suchst du denn in einer Gemeinde? Und dann gibt es Leute, die sagen, ich will guten Worship, ich will eine gute Predigt und all das. Ich glaube, das haben viele Gemeinden zu bieten. Aber das, was wirklich eigentlich der Grund sein sollte, wieso du Teil einer Gemeinde sein solltest und auch im Suchen einer Gemeinde ist der Auftrag Jesu präsent. Ist es nur eine Kumbaya-Gemeinde oder ist es eine Gemeinde, die sagt, wir wollen etwas von dem offenbaren, wer Gott ist mit unserem Leben. Wir wollen dort, wo wir arbeiten, dort, wo wir leben, wollen wir etwas von dem ausdrücken. Als Gemeinde wollen wir einfach nicht nur eine gute Zeit zusammen haben, sondern wir sind eine Gemeinde, die wirklich eine Stadt sieht, die ein Dorf sieht, die unsere Umgebung sieht. Das ist der Kit der Gemeinde. Das ist das letzte Anliegen von Jesu, dass wir nicht nur eine gute Zeit zusammen haben. Und jetzt wird klar im nächsten Abschnitt, das ist mein letzter Punkt, wieso das wichtig ist. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich vollkommen bin. Aber Jesus redet hier von einem vollkommen Einssein. Das kommt durch die Gemeinschaft.
das kommt durch die Ergänzung. Und er sagt eben dann auch, dass dank dem, dass wir verschiedene Leute sind und mal zusammen sind, dadurch wird etwas offenbart, wer Gott ist. Dann sehen die anderen, dass Gott uns liebt. Im 2008 wurden Wana und ich von London aus nach Berlin gesandt, um Equippers Berlin zu gründen. Und wir haben ein paar Leute getroffen, gesammelt und da ist eine kleine Gruppe entstanden. Wir haben uns zu Hause bei uns getroffen im Wohnzimmer, hatten gute Kumbaya-Zeiten. Da war zum Beispiel, ich habe die Namen extra geändert, da war Christian. Er war Professor. Sein Job gibt es nur 2-mal in Deutschland. Top intelligenter Typ. Hat für ein Spital gearbeitet. Es war ein Typ, der hatte alles zusammen im Leben. Ein Erfolgstyp. Tolle Familie. War stark im Glauben. Hatte gutes Einkommen. Wusste, was er wollte. Hatte ein Herz für andere Menschen. War dabei, so, ja, Gemeinde gründen, wir machen hier etwas Tolles. Und Halleluja, solche Leute in einer Gemeindegründung dabei zu haben, gibt fast nichts Besseres. Aber da war auch noch Mara in dieser kleinen Gruppe. Mara war eine alleinerziehende Mutter. Sie war das pure Gegenteil von Christian. Sie hatte das Leben überhaupt nicht im Griff. Sie war Hartz-IV-Bezügerin, das ist so Sozialleistungen vom Staat. Nervlich, total am Ende. Ihre Tochter, nur Probleme in der Schule. Immer mit den falschen Freunden zusammengesessen. Komische Ideen, wer Gott ist. Und hier haben wir Christian und Mara in unserer kleinen Gruppe bei uns zu Hause. Und ich schaue zurück auf die Zeit in Berlin. Wisst ihr, für wen ich heute dankbar bin? Es war Mara. Die hat etwas aus mir rausgebracht, was göttlich war. Weil es fiel mir nicht einfach, sie zu lieben, ihr zu dienen, sie zu begleiten. Aber an ihr kam nicht Dan hervor, sondern es kam die tiefe Liebe, die ich für Gott habe und für die Herde, die er liebt, für die Menschen, die er liebt. Ich schaue zurück, bin selbst erstaunt, was wir alles getan haben, um Mara zu begleiten. Und Christian, der Erfolgstyp, der hat nichts aus mir rausgebracht, das göttlich war. Und das ist das Erstaunliche an Gemeinschaft und wie Gott uns zusammenwürfelt. Wisst ihr, manchmal würde ich mir, ich glaube schon so Gedanken im Bett. Ich wünschte, wir hätten ein Aufnahmeverfahren für die Gemeinde, dass ich auswählen könnte, wer Teil der Gemeinde sein dürfte. Eine Prüfung bestehen. Wie toll wäre das? Dann hast du einfach die Richtigen an Bord. Das Geheimnis an Kirche und an Gemeinschaft und dass Jesus sagt, wir sollen vollkommen eins sein, ist nicht, weil wir so gut zusammenpassen, sondern es bringt etwas, es offenbart etwas, wer Gott ist. Es bringt etwas aus uns heraus, das tiefer ist als nur mein Charakter, meine Gaben. Es bringt die Liebe Gottes heraus. Und hier sind wir, das letzte Gebetsanliegen von Jesu. Ich hätte erwartet, dass er sagt, verbring möglichst viel Zeit mit Gott. Habe gute, stille Zeiten, weil das ist so fundamental wichtig. Jesus, sein letztes Anliegen war nicht, dass wir gute Worship-Zeiten haben, dass wir regelmäßig die Bibel lesen. Sein letztes Anliegen war nicht, dass wir die 10 Gebote einhalten.
dass wir die Armen unterstützen, dass wir die Welt evangelisieren, sondern dass wir eins sind. Dass du nicht alleine bist. Weil dort passiert das, was Kirche, was das Reich Gottes ausmacht, dass die Liebe Gottes offenbart wird. Ich lade euch ein, aufzustehen. Hier ist einfach eine Zusammenfassung. Wisst ihr, die Voraussetzung? Das, was wir tun müssen, ist, wir müssen verbunden sein. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir eine Herrlichkeit empfangen haben, eine Offenbarung. Es ist unser Auftrag, vollkommen eins zu sein. Und dann, was Gott tut, das ist die Verheißung darin. Wir werden Überzeugungskraft haben. Wir werden eine tiefe Gemeinschaft haben, eine enge Gemeinschaft. Es wird eine Offenbarung der Liebe Gottes geben. Und vielleicht kannst du einfach einen Moment deine Augen schließen, auch hier zu Hause im Livestream. Und es ist ein Stück weit ein Reality-Check heute Morgen. Wo stehst du? Ich möchte mal ganz bewusst ein bisschen auf die emotionale Schiene gehen. Das war Jesu letztes Gebetsanliegen. Er hat für dich gebetet, damit du verbunden bist, damit du Teil einer Gemeinschaft bist. Und vielleicht kannst du dieses Jahr Review passieren, 9 Monate von 2023 sind vorbei. Inwiefern ist dieses letzte Gebetsanliegen von Jesu in deinem Leben Realität geworden? Oder ist Jesus immer noch am Fürbitte tun, dass du begreifst, wie wichtig das ist für dich? Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt einfach zu jedem von uns redest. Und wir wollen eine Gemeinde sein, die die Worte Jesu ehrt, ernst nimmt. Und du siehst auch, dass wir ein Haufen Individualisten sind. Unser Leben ist voll, da gibt es so viele Ansprüche, die an uns gestellt werden. Herr, wenn das für dich so wichtig war, dann bitten wir dich für die Weisheit, für den Mut, uns in Gemeinschaft zu begeben. Danke, dass du uns die Weisheit schenkst, wie wir clever Prioritäten setzen können. Dich ehren, Jesu. Du hast alles für uns gegeben. Wir nehmen dich ernst. Ich hatte einfach noch den Eindruck in der Vorbereitung, dass einige hier sind, die wirklich damit aufhören müssen, sich selbst abzuwerten. Dass du vielleicht in deinen Gedanken ist, ja, wer bin ich schon? Es merkt eh niemand, wenn ich dabei bin oder nicht dabei bin. Gott hat dir Herrlichkeit gegeben. Deine Offenbarung, die du von Gott hast, zählt in die Gemeinschaft, weil dann werden wir enge Gemeinschaft haben. Und ich spreche dir zu, dass du wichtig bist. Dass es nicht auf deine Gaben drauf ankommt, aber auf deine Präsenz. Jesus hat in seinem letzten Gebet nicht über Talente gesprochen, sondern über Beziehung. Ich
möchte dir zusprechen, du bist wichtig, du bist einmalig, du bist herrlich, du bist wunderbar geschaffen worden. Und du gehörst in den Plan Gottes. Du bist ein wichtiges Glied vom Leib Christi. Und wenn das deine Gemeinde hier ist, dann spreche ich dir zu, du bist ein wichtiges Glied dieser Gemeinde. Du fehlst, wenn du nicht erscheinst. Du fehlst, wenn du dich abkapselst. Das war das letzte Gebetsanliegen von Jesu. Irgendwie erstaunlich, dass er dem so viel Gewicht gibt. Lass uns das ehren, was ihm auf dem Herzen ist. Amen.